fahren bei den Menschen vorbei und wir meten den mit uns Lifestyle. Wir fahren neue Dinge, wir haben Geld, wir haben Häuser, wir haben Geschäfte und wir fahren da vorbei und wir sagen, guck mal, die würde auch kein so ein Geschäft haben als ich, wenn ich bloß mal gehorsam wäre. Aber keiner hat den Gehorsam gelehrt und ich tue damit an. Sieh, das wird Gehorsam das. Jesus, wir können Geschichten von Geschichten vertellen, wo Jesus nur so eine Menschen denken, hey, Hauptding. Das ist, was ich meine mit Gehorsam. Weil Jesus dort uns halten. Als er dort Kreuz nimmt, dort stahl er sich weit über sich selbst. Jesus wird von seiner Natur her Gott, aber dort sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. Er tragt sich dort so aus Gott sein ut. Er tragt sich dort ut so sein aus Gott. Und das ist die Frau für mich in die Angehörsamkeit, als wir uns denken, ut zu tragen, an dem, dass wir Gott gehorsam sind. Und dann haben wir unsere Anstellung zu tun. Wegen seiner Anstellung wird nicht dort extra ein mit Gott. Hey, wir. Aber er tragt sich, der Gott hat ut, sich Hand zu stellen. Dort er dort mit Gewalt sondern er tragt sich dort so aus Gott sein ut, nimmt eine Gestalt an als ein Knecht, als ein Arbeiter tragt er sich an, und war dadurch so aus wie Menschen geboren, als ein Mensch. Demütig, mir kann sich gering und wird gehorsam bottom Tod, so bottom Tod Kreuz. So mit nicht bloß mehr wird Jesus gehorsam, er wird ganz gehorsam. Dort er ganz seinen eigenen Willen wird ausgetragen haben. Ich dachte, ich würde mir gleich mit Jesus eine Vertalte haben, nicht? Im Physischen. Und dann haben wir gefragt, was hat es alles für Life Plans, nicht? Und ich weiß mit Jesus, das schafft nicht. Wenn ich seine Menschennatur würde betrachten, wenn seine Gottnatur wird, dass er wisst, wo er geschickt ist. Ich weiß, das ist ein bisschen ein Klischee, Frau, wenn ich das fragen darf. Aber wenn Jesus abwaschen dort in ein Carpenters Haus, dann wird er vielleicht noch mal gedacht, oh man, wenn ich war groß sein, ich war so ein großes Carpenter-Business haben, und ich war, 10 Crews haben, die waren hier mit Blatt bekleidet drin, und ich war immer gehen, die halten die Fenster ausframen und so, die war erst, vielleicht habe ich auch erst Träume gehabt. Ich sage bloß, aus einer menschlichen Natur. Und aber wir wollen sein ganzes Leben zu leben, paar 30 Jahre, um bloß den Vater sein Willen nur zu kommen, dass er dort wird vollbringen. Und dann frage ich mich, wofür Jahre haben du genau in Zeit zu leben? Und hast du an uns ein Verlangen, in Gehorsam zu leben? So wieder dort in der Closing. So danach einen Bereich, wo wir Gott seine Verherrlichung führen in uns leben, als unsere persönliche Gemeinschaft mit Christus. Was steht hier in Vers 24? So Lukas Kapitel 9, Vers 24. Wem dort durch zu tun ist, sein eigenes Leben zu raten, wird dort verlieren. Aber wer sein Leben am Minthofen verlieren wird dort raten. Also er fragt hier nicht, dass wir uns wirklich das physische Leben dürfen abgeben. Dort hat Christus einmal und für immer getan. Das ist kein anderer Weg, das ist kein anderer Name, das ist kein anderer Mensch, der du wird sein physisches Leben geben, um den Menschen zu raten, als der dort gegeben ist, also der Gottes sehen. Aber wenn wir symbolisch würden checken, was er hier sagt, wem dort darum zu tun ist, sein eigenes Leben zu raten, wird dort verlieren, sagt er. Aber wer sein Leben am Minthofen verlieren wird dort raten. Also ein anderer Weg, das sage ich noch weiter, dass ich gebe mein Leben am den Weg zu vollbringen, nicht mein und mein Willen. Weil das ist ein Kampf für alle Menschen. Das ist ein Kampf für unsere Menschen hier, das ist ein Kampf für unsere Menschen tüß. Das ist für mich auch ein frauliches Ding. Wir haben Entscheidungen zu machen. Ich will dort haben, Gott will mich dort brücken. Und niemand will fragen, wo finde ich diese zwei Wege in Gehorsam? Und je doller wir in Verlangen haben, Gott gehorsam zu sein, je leichter fängt der Weg an zu werden. Und ich will ab dem Schluss von das noch einmal ein paar Fragen stellen an uns. Wils was hat ein Mensch davon, sagt er in Vers 25, wenn er die ganze Welt gewinnt und über sich selbst verlässt und an den Grund bringt? Wils wer sich mit mir und meiner Wird schämt, mit dem, was die Menschen sehen, sich auch schämen. Wenn er in seine Herrlichkeit und an den Vater und der heilige Engel ihrer Herrlichkeit kommen wird. Haben wir mal gedacht, wie wichtig die Frau ist? Ich hatte mal einen Moment gedacht, und sagte, nach Gott so alt wie, wer von euch hat von der Tag in das Gebet, wenn ihr eten da? Okay, nu sei ihr mit los, nicht?
Wer hat im Restaurant, wenn je gebet haben, ich mal mit die gekickt, wer das alle was sein? Ich deute immer. Ja, Dankeschön für. Sieh, warum, ne? Wie sagen du, wir sagen doch, das ist unser erste Leben. Ob das sagt, dass meine ganze Ewigkeit, never mind, was ich mir in dieser Welt habe geschaffen, aber meine ganze Ewigkeit verlor ich mir auf diesen einen Jesus Christus. Und wenn ich von denen soll gehen reden, oder zu denen gehen reden, von wo dankbar ich bin für das Eden, dann ich muss gucken, wer wird das sein? They think I've lost my mind. Das ist, was die wollen denken, nicht? Und ich sehe mir für, wir kommen, wo dort wir eten? Nicht in Abilene eten? Ja. Und wir gehen in ein so schmuckes, kleines, fancy Restaurant eten. Und wir werden, das Leute nur vielleicht College-Age-Kids, die eten dort auch, ein dunkler Mann und eine witte Mial, das schmeckt. Und als sie eten kriegen, dann foten sie sich über dem Dach, das steht da hängen, dann deuten sie taub beten über Lüdes. Und even ich sage noch nicht mal ganz fertig, und ich dachte also, how precious to see in this land. Wir sind nu bei June, nicht? Und wir wollten hier auch den Juni-Monat als Pride Month, und wir sollen all das Arena in der Welt. Und wir sind eigentlich uns an dem Mad von all dort zu schämen, mit unserer Ewigkeit, wie uns du gebracht haben. Ist dort nicht ultimate selfishness? Dort wir uns würden schämen und dort, wo wir wirklich glauben, was hätte sein. So again, Gehorsam hat nicht immer zu tun mit bloß grobe Sinn beleben, aber das hat zu tun mit Gott. Das Leben hast du mir geschenkt. Für mich, en zo'n weg, dat als ik im Restaurant eten doe, als ik mijn geschäft morgens te opsluiten, als ik naar de kerk fahren doe, oder als ik met den Nuber vertalen doe, dat wordt Gottes. En ik zeg juist immer, dat Christenleben en Gehorsam uitleven, dat meint nicht, dat wir immer allemaal an einen Baum setzen und einen Kranz und sagen, Kumbaya. Like, we have this selfish view that as Christian people, like, that's immer this extreme, like, oh, you know what, finally, I'm going to make up my mind and I'm going to willfully live out my faith. Und ich wollte mir mal eine Bibel nehmen, ich wollte einen Park fahren und einen Baum setzen, dass alle Menschen dort wollen sein, dass ich die Bibel lesen. Weißt du, was das meint, wenn ich zu mir? Aber dort dein Leben lang, dort die Menschen würden auf die kicken, dort die Menschen würden sagen, weißt du, was der Bruder, der haft wird, oder der Saster, der haft wird, wo ich auch will beim Leben. Und dann meint das nicht, dass wir ein perfektes Leben leben. Sie, wir glauben fern, dass Gehorsam meint, dass wir nicht Fehler machen. Der Unterschied zwischen Fehler und Nicht-Fehler ist, dass wenn die Christen Fehler machen in ihrem Leben, die Ungläubiger, die ganz Ungläubiger, wie wollten, die wird einen Sinn fallen, die wird sich auch schlecht nach mir fallen. Die wird sagen, oh, weißt du was, ich konnte nicht so stolz bei deuten, darf keine Verantwortung, die steht auch dass gerecht ist, er ist. Aber die Christen wird auch voll, also wir kicken nur den König David, und wir wollen hier grusame sein. Und wir lesen einmal was, ein Mann, der so wie aus Gott sagt, oder ein Mann, wo Gott einen großen Gefallen hat, dann denken wir, na, was so? David fall. David verstand gleich Excuses zu mir. Oh, ich sage jedoch, und ihr dienen genug, also ich kann es leben und es singen. Er kommt zu einer Aussage, ich will den von der nicht lesen, aber lest mal Psalm 51, Psalm 51. Das wird David bekannt, dass seine Sinn für Gott gegenüber. Das wird der Unterschied als von einem Menschen, der in Gehorsam lebt. Und wenn wir würden im Neuen Testament sein, dann würde ich sagen, dass der Neue Testament gehorsame Mensch, der lebt bei dem Prinzip von 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Also, dass wenn der Sinn der merkt, oh, weißt du, was ich habe von der, und ich bin in Gehorsam nicht gefallen, und nu weißt du, was ich will, bekannt zu Gott sein, weißt du, was ich dort von der, und dort die nicht gefallen. Wirst du mir das entschuldigen? Wirst du mir das vergeben? Und wirst du mir reinigen, so sei ich, und war er trascht und dann sei gnädig und gerecht und verjeft uns und reinigt uns. Also dort ist ein unbleibendes Leben, wo der Mensch lebt, ein Gehorsam. So noch einmal war er, ja, eben als ein gerechter Mensch, du warst ein sinnvoll. Aber der gerechte Mensch, der wird abstehen und der wird Buße tun, also das bußfertige Wort. Wo an der Ungläubige, an der Unbußfertige, der wird drüber bleiben, der wird den Tod ernten. Also das ist, worum Jesus sagt, schämt uns gleich davon. Woran würden wir uns dafür schämen, was wir gekriegt haben? Und so damals wir uns fragen, und das wird Jesus sagen, wer sein Leben holen wird, der wird das verlieren. Aber wer immer sein Leben verlieren wird, für mich, der wird sich dort raten. Also was brauche ich hier zu sein? Ich will noch einmal Schrift. Wie lange da hier? 10:30? Ich weiß nicht, ich will nicht. Ich will Ihnen hier nicht nachher vertrauen. So, das ist eine Vers noch einmal. In Lukas Kapitel 18.
En dat zegt dus dat een gewisse leraar, die vraagt am Gode Meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erven? Okay? Hij wil dat eeuwige leven erven. Dit is in Lukas kapitel 18, vers 18. Gode Meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erven? Daarop zei Jezus te hem, waarom nennst du mij God? Du is plus einer, die God is, en dat is God. Also even Jesus zelfs, der wies deze Morgen noch immer drei, nur den Vater seine Verherrlichung. Du bist mit den Geboten bekannt, sagt er. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Tod merken, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben und du sollst Vater und Mutter ehren. Zie, dit zijn al die grote dingen waar ik van reden doe. Also hij soll nicht Ehe brechen, hij soll nicht Menschen Tod merken. En voor Kinder würde sagen, du sollst Vater und Mutter ehren. Even ich, mein Vater lebt von der ersten Tag noch. Ich soll am gleich gehorsam sein. Und dann würde ich vielleicht sagen, weil ich mein Vater, wir denken, sie sei verschieden. Ich mein Vater don't. Am gehorsam sein meint nicht, dass ich so denken, das heu. Am gehorsam sein meint, dass ich da mich nicht streiten mit am, wo wir nicht über ein Chicken tun. Ich gehe da am nicht zu nichts mehr. Sie even an der Verschiedenheit, wir können zu einer Gehorsam kommen. So, hij soll all das tun, aber du kannst nach was dort einfach hinein. Und dann sagt er, du sagt Jesus zu ihm, du bist bloß einer, der Gott ist. Du sollst nicht einbrechen, du sollst nicht Tod merken, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, du sollst Vater und Mutter ehren. Und er sagt, dort habe ich von jung an ab alle gehoben. So das junge Mann hier, das ist der reiche Mann, er sagt, das habe ich von jung an getan. So, also dann würden wir von ihm verstehen, dass er heute noch kommen, wem Tod gemerkt. Er war 1003 was, er wird nicht Vater und Mutter antrüge was. Er wird obviously nicht an wem Tod gemerkt, er wird nicht ein Ehebrecher. Er sagt, das habe ich von jung an alle getan. Als Jesus steht hier, dann sagt er zu ihm, die fehlt noch einer Lehre. Verkauf alles, was du hast, und gib die Arme dort, dann wirst du einen Schutz im Himmel haben. Und dann fall mir nur. Als hij dit hier, merkt am dat sehr tödlich, wird hij weer sehr reich. Okay, nu werden wir diese Schriftstellen nicht vermissen. Einheitslehr, wenn wir das auch lesen, dann hielt sich dazu nu wegen, hij fragt, was moet hij doen, om dat eeuwige Leben zu kriegen, nicht? Das wird die Frage, was der junge Mann am Frauen was Jesus Frauen. Well, dann fängt Jesus an mit der Arbeit, dann sagt er, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Tod merken, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann sagt er doch halt von jung an getan, und dann sagt er dir noch, du musst noch eine Lehre tun, und dort sagt er, du musst alles verkaufen und die Arme dort geben, und wenn du dort warst, dann wirst du einen Schutz haben im Himmel. Nu hielt sich dort so, nu könnt mir im Himmel arbeiten. Das wird nicht arg verstehen. Wenn wir dort bloß du würden, was du lesen, dann hielt sich dort so, okay, ich darf nicht diese Sünden tun, also die 10 Geboten nur kommen, und dann noch alles verkaufen, was ich habe, und dann auch mit der Arme taub sein, dann wird Jesus Gott checken auf mich, dann wird mir raten. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Jesus hat hier ein Prinzip lehren. Verkauf alles, was du hast, und gib die Arme dort, dann wirst du einen Schutz im Himmel haben, und dann fall mir nur. Das nicht vergessen von was Jesus zu den Mann sagen will. So, das alles verkaufen, was er hat, dort wird nicht die Radung. Was er am Lehren will, ist, dort, wo du abbieren das, und was du festhalten das, halt die Wahrheit von mir nachfolgen, wenn mir nachfolgen, als mir treu sein, also nachfolgen mir, mein so viel, als was Römer Kapitel 10 uns lernen, dort wir mit dem Müll Jesus bekannt, dort er der Sehen Gottes ist, der wird die Erlösung haben. Also, all diese irdische Dinge, was das Mann hat, die deuten am Treiholen von diesem Jesus nur wandeln im Glauben. Und das ist, worum Gehorsam wichtig ist an uns Leben. So, meint ihr nu, dass was Jesus diesen reichen Mann hier sagen, dass die Dinge, was er hat, das Reichtum und alles, dass dort direkt seine Sinn wird? Weil an sein Leben wird. Wenn dort weiß uns, dann wird er sehr traurig und er ging davon bei. Meint ihr nu, dass reich sein allein ist seine Sinn? Nee, das ist nicht, was das meint. Weil das ist im Prinzip, was wir beide machen lernen, aus Vierten, die Arme oder die Reiche. Kriegen dann würde best auf den Financial Ladder, was wir dort nennen. Aber das hat was zu tun mit, was sind eigentlich uns abzugeben, um Jesus treu nur zu folgen. So diese Geschichte vertraut uns von einem Reicher, das stimmt wohl.
Aber wenn wir nicht würden checken, was das Hochmut das uns auch holen. Er sind zwei Mut von Hochmut. Der Recker, der kann sagen, oh, ich bin hochmütig, wenn ich kann mir all das Tipp geschaffen, ich bin an Gott seine Gnade, ich bin euer sein. Und der Arme, der hat eine ganz andere Mut von Hochmut. Der kijkt bloß einmal uit den Beiser und uit den Aufgangs, nur den, was dort hochboven ist, und der lebt auch in eurer Gerechtigkeit. Sie, den würde Jesus dann vielleicht auf uns fragen, bist du willens, diesen euer loszulassen über dem, was dieser Dame ancheckst, was dort zurück ist? Und wenn der auch würde sagen, no, dort sehe ich nicht willens loszulassen, dann würde Jesus sagen, dann hast du nicht einen Pott mit mir. Sie, das wird Gehorsam das. Gehorsam das nicht bloß einmal ab den Sünder kijken, oh, dort ist der Drug Addict, oh, komm mal, dort ist der Alkoholik. Der Gehorsam, der kijkt, weißt du was, der wandelt sein ganzes Leben an dem Weg, dass die Dinge, die die haben, die sind vielleicht fein. Unsere Geschäfte, unsere Show, unsere was immer, die sind vielleicht feine Dinge. Aber wenn ich und du die so viel vorholen, dass wir Jesus nicht kennen, einfach demütig herumgehen in einen Wandel, und wir sind unwillens, die Dinge loszulassen, dann sind wir nicht wirklich an die Gehorsam. So Gehorsam ist ein sehr wundervolles Ding. So, Jesus sieht sich selbst auf. So viel so, dass er diese Ähnlichkeit mit dem Vater willens wir zu sie zu leiden. So viel so, was er dem Tod nimmt und dem Kreuz. Und ich denke dann, in closing remarks hier, in Matthäus Kapitel 7, Vers 21 sagt Jesus selbst, dass er sagt, die wollen nicht alle an dort Himmel kommen, die du mir Herr sein. Du kommst bloß denen, die du tun, was mein Vater im Himmel haben will. Was meint das dann? Und ich denke von der fängt an. Wir leben in einer Zeit, where the American evangelical message is, follow my prayer, a sinner's prayer, and you will have eternal life. Und ich will jeden von denen aus Kirche sagen, ich gucke, die kann das nicht live verdrehen, aber ich nehme das nicht an. Ich meine, wo das war, als ich das annehmen. Aber ein Ding, was einer auch lernt von Menschen, und wir dürfen bloß nur American Christianity kicken, dann soll wir das all dort predigen, haben die Macht, Menschen an viele solche Dinge zu lehren, die du kein ganz stolz sein. Would I love to lead people in a sinner's prayer? Sure. If that prayer that you follow in praying, any minister, is a heartfelt conversion that's going on in your heart, then absolutely it is real. But if it is a repetitious prayer that I prayed on your behalf, it is dead. Wo kommt das, dass du wo Menschen sind? Ich und du sind von denen convinced, dass wenn wir Gott begegnen, dass wir die Erfahrung, sagen wir nicht? Wir sind uns sicher du an. Aber Jesus sagt dir, dass du wollen so nicht sein, die wollen sagen, oh Herr, ich tue dir doch die Namen verkündigen. Und die wollen sich fehllehren haben. Wenn Wort, wenn jemand hat die Ente gesagt, wenn du den Namen bekannt, also rematieren, dann hast du euer Leben. So das ist warum Jakobus, wir tun Jakobus am Adweg durchgehen, tüß. Und Jakobus ist von vielen Menschen nicht geglaubt werden. Jakobus sagt, dass uns Glauben und die Worten ist dort und die Worten und den Glauben sind dort. So die gehen Hand in Hand. Was an unserer Menschheit immer passieren wird, ist, dass wir haben uns ganz Leben lang, und ich bin gut, alt genug, jung genug, ich weiß nicht, ich soll sein, ich komme von einem sehr konservativen Hintergrund, bloß dass ihr das weiten. Sehr konservativer Hintergrund. Meine ersten 8 Jahre von Abwachsen, dort wir immer Gott, dort wir immer Jesus, wo wir Schafmul und Domel reich, wenn du alles kann reich tun und wollen, dann wird Jesus die vielleicht auch in den Himmel nehmen. Dann hat wir Worten und dann hat wir Jesus. Und dort wir in Tod geworden. Wat die Bibel uns lehrt, ist simply das. Wat einfach kriegt dort, was Römer vertalen hat, wo Johannes Kapitel 3 von vertalen hat, wo Römer Kapitel 4 von vertalen hat, dass der Sinn, was du kommt, ist, der jetzt bloß durch ein Mensch gekommen, also Adam, und der Rettung ist bloß durch den anderen Mensch, Jesus Christus, also damit wir Jesus dort erste stehen, dort uns glauben in unsere Reichfolgung ist allein durch das Geschenk von Gott, also Epheser Kapitel 2, der Gnade Gottes ist ein Geschenk. Und an du und ja kommt der Gehorsam worden. Also die Worte, die dann nicht mehr, als die dann uit Gehorsam wiesen, dass ich habe was gegift kriegen und ich lebe nu in einem Gehorsam, dass die anderen Menschen auf mein Zeugnis kicken können und sagen, komm auch an. So, was will ich dann von der uns mal sagen? What is obedience? What is Gehorsam? Voeders, die wollen das Exempel brauchen können. Wenn du den Kind immer wahre Mats merken Schmack sein, ist das Gehorsam?
Nee. Die Kind der danach, was du sein, der ist aber das nicht gehorsam. Das kommt unter Druck. So ein Kind ist nicht ein gehorsames Kind. Dann frage ich mich an die Christen von denen, Gott seine Gehorsam, wo die looten das, als dort als ein Welt handgeben, Gott gehorsam zu sein. Das ist nicht ein Druck handgeben. Weißt du, young people, you'll understand this. Whenever we get to baptism in our church, wir waren so 17 und 18 oder 15 Jahre alt. Und dann sind die nicht auf uns sagen, oh, ich bin am Glauben, ich will mich nicht taufen lassen. Culturally in unseren Menschen, dann haben wir dort mit so, nu sind ich 17 und 18, nu sind ich nicht mehr ihr Mama und Papa, ihr Düm. Dann ab uns dann passieren zwei Dinge. Die einzige tragen war nach College, die gehen nach Schule, oder die wollen sich befreien, oder die tragen bloß von Tüß. Aber nu kann ich mal von Mama und Papa los. Und dann kommen die nur den Prediger fragen. Und nicht, dass all diese Dinge auch recht sind. Aber dann ab uns kommen die fragen, hey, weißt du was, Pastor? Ich sage nu an dieser Klasse, wenn ich will mich taufen lassen, auf meinen Glauben an Jesus Christus. Und dann fragen die, aber kann ich 5 Tattoos, kann ich rot bleiben hoch, kann ich so sein aus der Welt sein, kann ich einen Boyfriend haben und einen Jungen sein? All diese Frauen, die passieren von denen an unsere jungen Menschen. Und nur eins von denen, an der Repetit sind, wo die so nur Jesus wohnen, viel Dollar sagen nur Jesus, dann ab uns, weil wir ganz bekannt von der Welt gehen, und dann wir Frauen, weißt du, was kann ich nur noch all das tun? Sie, Gehorsam sagt, wo nur Gott kann ich kommen, dort ich am sicheren Platz sein. Und ich stehe dort, ich kann fragen, hey, gib mir keine Radung, aber ich will so ganz bekannt auf der Welt gehen, als ich kann. What happened? Dort sage ich mir, dass wir haben noch nicht ganz gelehrt, was das meint, Gehorsam zu sein. Wenn das Kind, was wir tun, immer machen sein, nu du musst es das. Das ist nicht ein gehorsames Kind. Der das ab einen Tag nach, was du sagst, aber das ist nicht freiwillig Gehorsam. Und das ist der Unterschied von Gehorsam. Sie die Juden. Was die Juden deuten, wir würden sagen, die Juden wären Gott sei Gehorsam. Die kennen das ganze Gesetz. Die hören viele von den Gesetzen. Aber Jesus, oder Gott schickt uns an und wir die Dinge, viele von den Dingen, was die deuten, even unser Gehorsam an Gräuel, in euer. Wegen was? Wegen sie deuten Dinge, was sie müssen tun, aber sie deuten die nicht an Gehorsam. So der Unterschied von Gehorsam zu Ungehorsam ist, dass wir freiwillig sein, Gott, ich will in mein Leben dort leben, wo du von mir frei und ist, dass du musst durch mich verherrlicht werden. Nicht Matten verherrlicht werden. Das ist der Unterschied. So, ich will uns von denen ansparen mit dem. Und alles, was wir tun, ist das dein Prediger, ist das dein Gesanglehrer, was ist ein quick thought? Where are you? Wir wollen sich verstärken, I love it. Sei ihr sind auch smart Stall was? Ja. Sie, und ich sage euch, dass das nicht wahr wird passieren. Ushers, sei ihr verdrissliche was am Begrafnis oder am Chas. You see, wir kommen fertig und Dietrich selber sind noch mit 2 was. Die Frau erst nicht, was das passieren wird, die Frau erst, was tun wir mit der Anstellung? Kann ich an die Dinge nachkommen sein? Weißt du, die Menschen, die von deren den Begrafnis wird wir bedeuten, die Begrafnismenschen, die sind 4 Säuer 2, die haben weiter und dann sind die würdig. Und ich niemanden, der ihr live bedeuten, nicht? Und dann kommen wir in euer, nur die Familie, die wir alle so doll und 2 und die Brut wird Bridezilla, und nun sollen wir hier Ushering für die, und dann habe ich diese kalle Anstellung, und ab uns dann habe ich keinen Sehen aus für ein Haus vor. Gehorsam siegt Gott sein Willen, wo wir uns wollen. Wenn ich kijk naar Jesus und was von der Anstellung hat, was umkriegt, dann bleibt uns wenig Raum, uns untreu zu sein, uns würdig zu sein, beleidigt zu sein, doll zu sein. Aber wir sagen, kriegt der, was du einen Dollar-Tag hast, vielleicht muss ich fragen sein, wo kann ich die Leute wissen, dass das von dir mit besser geht? Großer Unterschied. So kickt mal in jene Umgebung, vielleicht die Arbeiter-Smars, die Church-Member, was immer. Weil wir sagen, wo kann wir Gott sein Werk lenken, so Jesus steht, und gehen und heben den bei der Pool Bethesda ab und sagen, gut, Bruder, ich bin hier für dich. Und wenn wir dort wollen, dann wird das nach alle Tagen in der Umgebung, wo der Kirche ist. Und so wird wir zu beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du uns gut bist, dass du uns lieb hast. Ich bete, Herr Jesus, dass uns Leben wird ein Bild von Gehorsam sein, wo wir nicht untreu werden an der Arbeit, wo du uns zu berufen hast. Wir wissen, dass das ewige Leben ist, der Genot allein, wo wir in Epheser Kapitel 2, Vers 8 in sein, dass das nichts, was wir damit worten können, tun, dass wir gerat sind, dass das allein durch das Blut Jesus Christus.
Aber die Frage ist an dem, dass wir das schöne Geschenk gekriegt haben, dass wir in einem Leben von Gehorsam leben. Und so früher macht das an mein Leben sein und so an das Leben von diesen Brüdern und Schwestern in dieser Gemeinde. Das beten wir in Jesus Segen mit Danksagung. Amen. Dankeschön, Pastor Jake, für die Botschaft und ein paar Dinge, was mir wichtig wären, dadurch Gehorsam sein, das ein Valid Handgeben. Das, wenn es nötig wird für Jesus, der wird ganz perfekt wird, was noch niemals einen Sinn hat getan, wenn es nötig für ihn ist, Gehorsam zu sein, wofür mehr für uns? Wie, ich lege das, was ich sagen, dass Gehorsam, das hat nicht bis immer zu tun mit von Sinn Gehorsam sein, like, oh, ich muss das schlechte Ding nie abgeben und was Gehorsam sein, aber das sind auch, man geht ja, sind die Dinge, wo einer Gehorsam muss sein. Und, aber nicht, ich sehe das vielleicht auch nicht, was wir machen, wir können. Wir haben den Verreich von Gott, das ein Valid angeben. Und so, wenn wir Gott Gehorsam sind, wenn wir uns nicht schämen über Arm in seine Werden, das ist ein Ding, was mir noch so trafen, wegen ich sie sind, was sage ich und denken, das, was Menschen von mir denken, dass ich mich reich abstellen und ja, so ich gebe mir sehr viel Raum und so ich lege das auch den Reminder, dass ich mich nicht schäme über Gott in seine Werte, über Jesus Christus in seine Radung. Das ist das ganz wichtigste Ding, was wir haben. So, vielen Dank, schön, dass wir sehen zu mir und ich glaube, dass jeder einer, was hier wird. So, ein paar Announcements für diese Werk. Wir wollen hier Werk, Dienstag, was war der Junior Youth and Youth Night sein. And a ministerial meeting, and on Wednesday, care groups, and Zinut tomorrow's prayer meeting. And dann auch ein Announcement, ich weiß nicht, was hier sind, was hier sich getroffen Leuten das letzte Mal. Du sind zum Bekia, was du für die Big Brother, Big Sister Programm, du sind dort hängen, ich glaube, am Dash so wenn ihr noch nicht so ein Buch habt, könnt ihr ein Buch nehmen. So, vielen Dank, schön, ihr seid lotend.